Ich begrüße dich hier aus dem Science Museum von London. Hier seht ihr immer die Original Apollo 10 Kapsel. Der Apollo 10 war ja die Mission 4 der Apollo 11. Die Astronauten waren damals den Tom Stafford, den John Young und den Gene Cernan. Wenn wir heute aber weisen an unserem großen Film, das ist den Apollo 13 Film. Wie gesagt, da waren die Astronauten auch an so einer Kapsel, wie du hier rum siehst. Und da ist aber so manches schief gelaufen bei dieser Mission. Das ist auch nicht den Tom Hanks, der aus dem Neck kennt, dann alles gut. Aber die werden den großen Film gesehen von Apollo 13. Bei dieser Gelegenheit können wir wohl einmal die Kommandokapsel ganz detailliert vorstellen. Die Kommandokapsel, wie du so hier am Bild siehst, hat ein Gewicht von 5,9 Tonnen und hat eine Höhe von 3,23 Meter und einen Durchmesser von 3,91 Meter. Am Kommandomodul, wo sich die 3 Astronauten befanden, auf dem Weg zum Mond. Wie wir am Film auch werden gesehen, sind die 3 Astronauten rübergeklommen an Mondlandefähr. Die sie bei Apollo 13 zum Lebensretter gehen. Das Kommandomodul hat 24 Instrumente, 566 Schalteren, davon 40 Messinstrumente und 71 Luchten. Den Hauptteil von den Instrumenten am Kommandomodul waren Tab-Kontrolltafeln, gegenüber von den 3 Astronauten. Navigations- und Steuerungsinstrumente, darin auch der Sextant und Teleskop, wo sich in einem anderen önneten Sitze befand. Kritisch oder lebensbedrohliche Situationen sind von einem Warnsystem erfasst gehen und haben den Hauptalarm ausgelöst, wie wir am Film auch werden gesehen. Tützelschild während dem Antreten an der Atmosphäre treten durch die Höchstreibungshitze folgende Sachen ab. Erstens, die Vitesse hält immens auf. Und zweitens, es besteht eine Temperatur von ca. 3000 Grad, die nicht mehr Tützelschild kann durchhalten. Sonst können die Astronauten an der Erdatmosphäre verglühen. Der Apollo 13 soll eigentlich die dritte von den Amerikanern organisierte Mondexpedition gehen. Am Anfang waren die Astronauten Jim Lovell, Ken Mattingly und Fred Haise ausgesucht gehen, für diese Flucht zu fliegen. Der Apollo 13 hat an ihrem Logo kein Name von den Astronauten stehen, so wie das schon bei Apollo 11 der Fall war. Dafür stand auf Lateinisch das Motto Ex Luna Xantia drauf, was so viel heißt, vom Mond könnt wissen. Das Kehr soll das Fra Mauro-Gebiet um Mond erforscht gehen. Den 16. Dezember 1969 gouf dann die fertig montierte Saturn V-Rakete auf die Startrampe gefeuert. Es sollten nach nicht grad 4 Monate vergehen, ehe der Apollo 13 auf den Mond fliegen sollte. Es gesät gut, dass das Bilder an der Regenperiode als am Winter gedreht wurden. Hier sehen wir eine Kameraperspektive, die wir bisher noch nicht hatten. Ganz gut zu erkennen ist die Apollo-Kapsel mit ihrem Rettungsturm, den Gott sei Dank nie am gesamten Apollo-Programm zum Einsatz gekommen ist. Das können wir euch auch mal Bilder weisen vom EVA-Training, das heißt in diesem Fall von Apollo 13 von der geplanten Mondmission. In diesem Fall gehen Kameragriffe geübt, für dich mit den bloßen Händen und durchno reicht mit den luftdichten Astronautenhändchen. Dann geht es weiter an den Mondfähren-Simulator, für sämtliche Manöver, die am Weltraum geflogen sind, zu üben.
heiget der Landeufloch mat enger extra hergestaltene erdtauglesche Mondfähr probéiert. Das erdtauglech Mondfähr hunn d'Astronauten gesot, wie vielmi schwéier op der Erd ze fléien wie am Weltraum. E Stoß Luft gif schon durchgoen, fir se Fluch unfähig ze machen. Da ginn die geologisch Experimente an engem Vulkangebiet geprüft, so ähnlich wie Mond. An zum Schluss geht doch nach d'Oprichten vun der S-Band-Antenne sowie von den wissenschaftlichen Experimente ALSEP geprüft. Kurz vor dem Start 2 Tage verdrun gouf dann durch eng Routinekontroll festgestellt, dass den Charlie Duke een vun der Backup-Astronauten Tredlin hat, an den Ken Mattingly mat ihm Kontakt hat. Weil gefragt hat, den Ken kind doch Tredle kreien, was sie just am Mondorbit wären, als den John Swigert agesät ginn. Das war kein leichte Entscheidung für den Jim Lovell, der Kommandant von Apollo 13. Wie er zu spät herausgestellt huet, huet er keine Nietredle krit an als später mat Apollo 16 op dem Mond geflogen an huet doch nur nach 2 Flüge mam Space Shuttle absolviert. Wir schreiben den Datum vom 11. April 1970. Die Astronauten hueten lo ihren traditionellen Lunch Breakfast dran. An den John, oder wie en ger genannt gëtt den Jack Swigert, liest de Lummel fir d'éischt Norrichten an der Zeitung, an zwar déi vun Apollo 13. Da gëtt sech fertig gemerk fir de Fluch, an et ass gespannt op die 3. Mondexpedition. E puer Sender an Amerika hunn den Start vun Apollo 13 mo net wie live bruecht, weil gesot ginn ass, de Fluch op dem Mond wie lo Routine an wie lo ze vergleichen mat enger Rees mam Flieger. Mehrpes kann ich soen, de Fluch op dem Mond oder an der Weltraum ass nie Routine, et ass immer eng neue Herausforderung fir dat ganz Team dat der Hand stöcht. Da geht es dann Richtung Astroven. An den nächsten Halt das Lot Startramp 39A. Begleitet gise vom Dick Slayton, dem Chef von den Astronauten, an een von den originalen Mercury 7 Astronauten. Seconds. As we pass the T-minus 50-second mark, the power transfer takes place. Hunderttausende von Leuten, die sich durch rund im Cape Canaveral erfand, für den Start mit dem bloßen Air live zu sehen. Our count continues to go well. We'll be looking for an ignition of those 5 first-stage engines at the T-minus 8.9 second mark. Auf der Pressetribüne sehen wir auch heute den Werner von Braun und den demolischen deutschen Bundeskanzler Willy Brandt. And counting. 17, guidance release. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
We have commit and we have... Et wo geneet 20:13 mitteleuropäesche Zeit. An die 110 Meter heicht Saturnraket erhieft sech lo an den Himmel iwwer Florida. Kiwis bis doinen dats fatalen technesche Fehler mat fliet, den ganz Mission op Kopf gehaie werd. Okay, we're going one, Captain. Yeah, we're leaving one. Going one, okay, start up. We're going flight. That's 7 good. Looks good, flight. Very good. Den Start ass normal verlaaf, ausser dats den kleng Opregung ginn ass, wo een vun de Motoren vun de zweete Raketestuuf ausgefall ass. In eng berouecht Stëmm vun de Flugingenieuren zu Houston huet den Astronauten gesot, sie sollen einfach die aner 4 Motoren mi lang brenne losen. Dat gift den Ausfall dann kompenséieren. Negative, not right now, flight. All the other engines are go. 00835. Nodem dat gemerk ginn ass d'Apollo 13 ganz normal an her Prachtbun entdeert kom, also neicht wat Mission kind gefährden. Okay, I'm ready. TLI. Locken for Houston Clearance für den TLI, Translunar Injection, sowie miret gifir soen den Aschhaus an Mondbun. 547. 10416 13 Houston, we got a groovy TV picture. Sounds good. Da kennt den übliche Manöver die 4 Raketenstuuf gedoof gesprengt, d'Apollo-Raumschiff dat dëski op den Odyssey gedeft ginnners gët dem 180 Grad gedreht, an et Mondfähr Aquarius sowie d'Mondfähr vun Apollo 13 heescht ugedockt. Durno gëtt die 4 Raketestuuf vun de Saturn V op Kollisionskurs op dem Mond gesteiert, wo den Opprall dann vun den Seismometren vun Apollo 11 an 12 registréiert gëtt an op d'Erd gefunkt gëtt. Okay, we'll find. Well, we'll wait till the S4B does its maneuver here. Okay. The focus is good enough that we can. Lo kree mir en Abblick an d'Aquarius, wo d'Astronauten eng echt Inspektioun machen, an hir Computeren héich führen, fir Daten vun hireer Flugbun not ze checken. Oh, which one to watch, fans? Station control data? Back to trim. Okay, 0. No MTBC. No MTBC. Okay. B-Max mode, rate 2. Agrees fairly closely with our map on the wall. An der Zwischenzeit genug Präparationune geholl fir die Lächtfernsehsiwerdrohung fir Ofdocken vun dem Mondfähr. And if you didn't see our residuals, it was 110X, 210 and Y, 110 Z, and the WBC was minus 3.8. Jack Houston, we show you down here 121,000 miles, 520 up. So I guess we all agree. It's been pretty interesting doing all the camera work here to get a little extra training running the TV here, hopefully for when we get it grounded tomorrow. The monitor does make it pretty easy though. All right, that's a real advantage. Okay, we can see
Ganz gut zu erkennen as auch den Mond. Dem Jim Lovell ass den Traje jo ganz gut bekannt. Mat der Apollo 8 hatte jo schon déier dem Mond ganz not ze kommen. Confirm. Houston, we'd like to disable quad C and D. Dun kom déi Televisionsemissionen, die 3 Hauptprogrammer an Amerika net live gesendt hun, weil se fand hun, dass der Apollo 13 hinnen zuviel Routine war. Mir et wie besser, sie wäre live drop blieben. Die Astronauten von Apollo 13 und Mondfair nämlich ganz gute Leid op der Erde klärt, keiner tun nach geahnt, dass Mondfair von Apollo 13 Gleichgift zum Lebensretter ging. Der Apollo fliegt lo mat enger Geschwindigkeit von rund 31.880 km an der Stunde an Richtung Mond. Heiden Tunnel zum Beispiel zwischen der Apollo-Kapsel an dem Mondfair, was auf diese Bilder ziemlich groß wirkt. Heilo den Jim Lovell hinnet wahrscheinlich von den ersten Walkmänner an der Hand, der er derzeit ginnners. Sing Funktion ist ganz praktisch, sagte Jim, zumal für die Leute, die an der Weltraum fliehen. So können wir Musik lauschen, an am liebsten lauschen ich natürlich Odyssey 2010. Klar, das Traumschiff, die Apollo-Kapsel, hat ja auch Odyssey geheischt. Welchen Zufall. And passing some of the time away in our transit out to the moon. And it's rather odd to see us floating like this in Odyssey while it's playing the themes of 2001. Und immer da sollte die letzte Live-Fernsehseverdrohung für Aufkoppeln von dem Mondfair Aquarius rübersehen. Okay, Jim, it's been a real good TV show. We think we ought to conclude it from here now. What do you think? Roger, sounds good, and this is the crew of Apollo 13. Wish everybody there a nice evening, and we're just about ready to close out our inspection of Aquarius and get back to a pleasant evening in Odyssey. Good night. Let's see if there's anything else. Nur der Televisionsemission hat der Zweigerte Bodenstation gemeldet, dass er geringen Druck an engem von den Sauerstofftanken wir. Darum se hin und Mission Control zu Houston him den Orde gin, Ventilation an Teilselement an diesem Tank zu aktivieren, für den Druckrammer abzuführen. Okay, let's make sure we get the stir first, George. Can you hang on? You guys look at your O2 quantities to see if you see a big change. Okay, Houston, we've had a problem here. And say again, please. Houston, we've had a problem. Dunne Bemol waren harte Knall zu hören an der Apollo-Kapsel an eng Vibration, die durch ganz Traumschiff gegangen ist. Et ist auch nach einem Spannungsauffall gin, den dann ein Masteralarm ausgelöst wird. Houston, wir haben ein Problem. Houston antwortet, so hat er mal nachher wann nicht gelieft. Du wiederhält den Jim Lovell, Houston, wir haben ein Problem. We got more than a problem. Okay, listen, you guys. We've lost fuel cell 1 and 2 pressure. We lost O2 tank 2 pressure. Der Seitleber Gordé von der Leiter Mission Kontrollraum zu Houston kann nicht leben, werden auf seinen Kontrollschirm dem Moment gesagt. Die Spannung vom Strom kriegt B als fort, der B, da das im Leger von den Hauptstromlieferanten vom Raumschiff. Außerdem wurden 2 Brennstoffzellen fort, Zellen 1 dann 2. Ein weiteres Kontrollsystem hat zugewiesen, dass den Sauerstofftank 2 fordert, an der Sauerstofftank 1 Stiefel leiht. Eigentlich kann es etwas unmöglich sein. Okay, now let's everybody keep cool. We got the LEM still attached. The LEM spacecraft's good, so if we need... Den Gene Kranz hat gesagt, Schiedferi bleibt lo rübrig auf seiner Platz, und wir gucken das Problem noch mal durchzuchecken. Our CSM
electrical power with the batteries, or that will cause us to lose the main or the fuel cell number 2. Wat wo geschieht? Ma 55 Stunden an 54 Minuten nom Start, als vun de Sauerstofftanken explodeiert. Kurz fir run und Astronauten jo nach den Nurdekret, sie sollen de Ventilator a Betrieb holen. De Grund fir des Explosion wo en falsch ugeschlossenen Thermostat. Den Thermostat, der geplant war, fir mat 28 Volt Gleichstrom zu schaffen, wo op 65 Volt Gleichspannung geschalt gin. Fir weil in de Fehler net gesinn huet, wo das den Thermostat höchstens 27 Grad kann duweisen. Et huet den net gemerkt, dass Temperatur bedrohlich opgangen ass an Kontakte une geschwest gin. Temperaturen am Tank, wo wen später herausgestalt huet, op 370 Grad opgangen. Wo den Jack Swigert lo den Urdekret huet vu Houston de Ventilator zu aktivieren, ass den Sauerstofftank explodeiert, an huet den Sauerstofftank Nummer 1 beschädigt. A genau an dem ass die wertvoll Atemluft, die an dem Weltraum rausgespreet gëtt. Here is a bulletin from ABC News. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction. Lo sind Televisionsprogramme an Amerika erwäscht aus dem Wandeschlof. An Apollo 13 waren fir sie interessant fir Norrichten. Now is operating on battery power alone. All unnecessary equipment is being turned off. Konklusion as lo kom, dass an enger 4 Stunden ke Liewe méi wird méiglich sinn an de Kommando, also an der Apollo-Kapsel. Gott sei Dank ass Mondfair jo nach ugedockt. Mondfair Aquarius huet hier ege Reserven o Sauerstoff an Elektrizitéit. Op jeden Fall genug fir d'Crew de Moment Liewen ze hellen. D'Apollo-Kapsel Odyssey as awer dat eenzecht, wat d'Astronauten remme sicher kann op der Zréck bringen. Well nimme sie, ass man engem Hëtzeschild ausgericht, firm Zréck durch d'Erdatmosphär ze kommen. Elo huet all Apparat missen an der Apollo-Kapsel aufgeschalt ginn. An genau dat huet de leiderte Bodemstation Siche gemach. Weil kein sich sicher war, ob in Herrnorem beim Ramtreten an der Atmosphäre die ganz Computeren an die Elektronikrem Kinder abschalten. Et das nach nie gemerkt in das Raumschiff während der Mission aufgeschaltet ginas, an Herrnorem angeschaltet ginas. On the ground, an adapter was fashioned from materials the crew had available in the LEM. Cardboard from a checklist. Berechnungen goufe gemacht, wie viel Strom ihr bräucht für die Leute Leben zu halten. Teizing op jeden Fall, die gouf direkt gestracht. An einer wichtigen Apparate goufen nur aufgeschaltet. Der Apollo 13 fliegt noch immer an Richtung Mond weiter. Dunner sie verlöscht gin, wie sehr in Astronauten ihrem Kind heimkriegen. Iwer demst Mondfairlot rettungsfähr ginas an eng Landung am Mond ausgeschlossen ginas. From ABC News Space Headquarters, here is commentator Frank Reynolds. There has been an emergency in the flight of Apollo 13. The prime objective of the mission, the landing on the moon, the further exploration of the lunar surface, has been canceled, and now the only consideration that remains is the safe return of the 3 astronauts. Well, any time that you still have the lunar module in the condition that we have it in this case, where we've not used any of its consumables, No den Norrichten an den großen amerikanischen Networks an enger NASA-Pressekonferenz et 24 Stunden no der Havarie der Apollo-Crew die neueste Fluchtberechnungen per Funk opgeschickt, ehe se han dem Mond verschwonnen. Et wurde net sicher, wieviel Reserven o Sauerstoff an dem Mond verwehren. Die wurde nëmme fir 2 Leiit geduert, mit dem Moment sie se zu 3. Die Ingenieuren um Bordem haben ganz viel diskutiert, wie die Astronauten soll am sichersten Weg heimbringen. Den direkten Weg für zurückzukommen, war nämlich nicht die richtige. Das Risiko war einfach zu groß, beim Zünden vom Motto vom Servicemodul könnte der ganze Konvoi explodieren. Also wurden sich den sicheren Rückweg über den Mondbund entschieden. Es hat zwar nicht 2 Tage gedauert, ehe die Astronauten auf der Erde wären. Et flieh den Lobol an Richtung Mond weiter, und dann gin 2 Zündungen gemacht, die Apollo 13 auf der sicheren Weg werden heimbringen.
Me wie sicher dëse Wewo woll die lewe keng Statistike machen. De Problem war, Lohnfähr war gun net gedurcht fir so Steiermanöver ze fleien. Acher gunnet mat der Apollo-Kapsel an hirem Servicemodul drun. Jim, you go for the burn. Go for the burn. Roger, understand. Go for the burn. Guidance okay? We're good, flight. Control okay? We're okay, flight. Tell me We're go, flight. Inco okay? We're good, flight. Ground confirms ignition. We're burning 40%. West Houston, you're looking good. Roger. Shut down. Roger, shut down. I say that was a good burn. Roger, now we want to power down as soon as possible. Weil keng Heizung im Jahr geschalt wurden, sind Temperaturen an der Raumschiffe zum Deel dem Gefreierpunkt no kommen. I think the LEM spacecraft's in excellent shape, and I think it's fully capable of getting the crew back. Heians do kon in eng Schlupp Eiswasser trinken. Iwer dem sind Wocht Wassertanken dun ugefangen mat freieren. Bei der NASA Luisa Luis goufin a wëmmer méi zouversichtlech op der Apollo 13. Leiit op de ganze Erd hu sech lo interesseiert, wieet mat innen 3 havaréierten Astronauten am Weltraum gif stoen. Strossen an Zeitungsinformationune wie Radio an Television goufe gekuckt wie nach nie op der ganze Welt. Op der ganze Erd sinn och Gottesdenkste Gehale ginn fir die 3 Astronauten. Und op größeren Sportveranstaltungen gouf ebenfalls sind Astronauten geduert. Lord, your astronauts will come back safe. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please. Vom Vatikan zu Rom bis op Jerusalem bei Kloermauer, überall gouf gebiert fir d' Apollo 13 Crew. Quasi no der zweete Zündung vun der Mondfähre, die ennne schwere Bedingungen waren, weil ke Computer do war fir die ganz Streck not ze berechnen. Dun ass dawer zenge andere Iwerraschung kom. Justen fréit Apollo 13 Crew, sie solle moll hier CO2-Werte kontrollieren. Am mat schräg ass feststalt ginn, dats die weit iwwer hirem Wert luchen. Lo huet et geheescht schnell handeln. Op der Bodenstation hatten se Gott sei Dank schon a wenig 4 gebaut. D'Astronauten sind den ugestalt ginn den CO2-Filter ze bauen, den quadratisch woch, den Dunawe huet missen an den Rondlach anintegriert ginn. Wie mech den dat? Ganz einfach huet Kontrollstation gesot, holt der Fluchplan, holt de Kartongerof, holt Scotch, Plastik, an e Poréier, an der geht dat schon. No engem Ingenieur, den dat ganz gut erklärt huet vum Bodemeer sind Astronauten dadurch hikriet. De wird lachen, et huet sogar funktioniert. Through the atmosphere for a safe return to Earth. We're at burn attitude, flight. Alex. De nächste Problem as du kom, weil den Fred Heist dun eng Blosenentzündung krit huet, an dat wenste Kält, die o Bord war. Iwerdeens sinn woch die Neitzwellen vu der Bodenstation opgefunkt ginn, fir den Antrittskorridor an d'Erdatmosphär ganz genau ze berechnen, weil do derf guke Fehler anerläfen. Luisa Luis Generolorem die elektrische Apparate, die an der Apollo-Kapsel desaktiviert wurden, aktiviert. Et funktioniert so an Astronauten, an ze justen am Kontrollzentrum otmen se a wenig op. So that's exactly what we did. On April 17th,
They prepared for re-entry. Bald bei der Erde ukom sprengen d'Astronauten dann de Servicemodul von der Apollo-Kapsel auf. Elo gesi sie recht wat fir oppuedeich geschiet ass. Die ganz Zeit wo herausgesprengt gin durch d'Explosion sind den Jim Lovell. Bis op d'Hütze schëll. And there's one whole side of that spacecraft missing. Is that right? The whole panel is blown out, almost from the base to the engine. It's really a mess. Man, that's unbelievable. Hoffentlich ass neicht Hützeschëld an hoffentlich losen sich d'Fallschirme durch d'Pyrotechnik kan opmeren, denken Leiit am Mission Control Room zu Houston. Odyssey Houston, we just had a formal go for LEMjet at your convenience, over. Okay, thanks, Joe. LEMjet. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. Kurz trop sind Astronauten dann an der reaktivierte Apollo-Kapsel an d'Moonfair oder d'Rettungsfair Aquarius gedoof gesprengt. Sie verglitt später an der Erdatmosphäre. Ein traurischen Ublick für uns, seht den Astronaut Fred Hayes. Schätze gerne mat Theemgeholl an do am Gerd opgestalt. I know all of us here want to thank all you guys down there for the very fine job you did. That's a firm, Joe. I tell you, we all had a good time doing it. You have a good D'Apollo 13 tritt an enger Geschwindigkeit von ca. 31.000 km de Stunde an der Erdatmosphäre an. Drei Minuten sind für den Blackout vorgesehen, do wo kein Funkkontakt zwischen dem Raumschiff und der Mission Control zu Houston besteht. Mit in 3 Langminuten. Moments of Apollo 13 as it comes in, as it begins its re-entry. The best thing we can do now is just to listen and hope. Apollo Control, Houston. Apollo 13 should be coming up on Max G right now. Wir schreiben den Datum vom 17. April 1970. Am Mission Control Room zu Houston werden sie lo gespannt op den Heimweh von der Ball verloren gegangene Apollo 13. Wir am Kontrollraum zu Houston sind immer Leute, die nicht so richtig unter der Retour von Apollo 13 leben. Aber hoffen, man es alle gut. 13 through one of the Araya aircraft. Continuing to monitor this Apollo Control, Houston. Apollo 13 should be out of blackout. Es dauert normalerweise 3 Minuten, ehe ein Raumschiff aus dem Blackout ist. Der Blackout entsteht durch Treibungshitze und durch Stoffbremsen an der ewigsten Schicht von der Erdatmosphäre. Coming up now on 3 minutes until time of drogue deployment. Standing by for any reports of acquisition. We've had a report that Araya 4 aircraft has acquisition of signal. Odyssey Houston standing by, over. Okay, Joe. Okay, we read you, Jack. That was Jim Lovell responding with the OK Joe. Correction there, that was Command Module Pilot Jack Schweigert. We're looking at the weather on TV and it looks just as advertised, real good. Frohen, die nach opstehen, dat sind die Hai. Ass genug Amperage an der Batterie fir d' Pyrotechnik opzemachen, dat d'Fallschirme können opgoen an so weiter. D'Apollo-Kapsel Odyssey ass ja am Weltraum aufgeschalt gin, an Donorem frisch aktiviert gin. Da das noch nie an der Geschichte von der bemannten Raumfahrt gemerkt gin. Odyssey Houston standing by for your noun 67 when you get it, over.
Standing by for confirmation of main chutes. Die Leute, die dazu beigedrohen haben, dass die Astronauten sollte gut kommen, als den Gene Kranz an seine Equipe an den Cy Liebergott von Mission Control. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. An extremely loud applause here in Mission Control. Visual, very good. E login Fallschirme op an Apollo 13 kan glücklich a gesonderem Heim. Dabei geht den dicken Applaus am Mission Kontrollraum zu Houston. And the crew of Apollo 13. 500 feet. So M1 on station. Is on station. Photo 1's on station. Photo 1 observes splash down at this time. On pickup parity. Roger. Another cheer in the control room as we had splashdown. Photo 1 splash down at this time. The three chutes are displaced or in the water. Kapsel gesäit zwar deck matgeholl aus op den echte Blick, awer jietverin ass gesund. Roger. Copy, Iwo Jima. Iwo Jima, copy. The flotation tower is at the command module. The bunch sheet is being extracted and is being... No de Landung kommen dann Taucher, die Kapsel aufsichern, an die Astronauten heraushieven an den Helikopter. Recovery, I have astronaut Hayes aboard. His condition is excellent. Iwo Jima, copy. Weil die Astronauten nicht um Mond fahren, brauchen sie deswegen auch keine Schutzkleidung zu drohen und können direkt auf das Schiff USS Iwo Jima gehen. Und damit ist die Missionsdauer von Apollo 13 noch 5 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten und 41 Sekunden rüber. Ohne dass der Apollo 13 am Mond gelandet ist, wurde die erfolgreich nicht durchgeführte Mission und zum Schluss jedoch nach einem Dankgebet geschwärzt vom Schiffspastor von der USS Iwo Jima. Welcome on board Iwo Jima. I would like to ask the chaplain to say a real brief prayer of thanks. Let us pray. O Lord, we joyfully welcome back to Earth astronauts Lovell, Hayes, and Swigert, who, by your grace, their skill, and the skill of many men, survived the dangers encountered in their mission and returned to us safe and whole. We offer our humble thanksgiving for this successful recovery. Amen. Is the spirit that built America. With gratitude. Den 18. April 1970, also ein Tag nach der Landung auf der Erde von Apollo 13, wird den damaligen US-Präsident Richard Nixon die Astronauten ausgezeichnet mit der Medal of Freedom.
Ein paar drauf sind noch die Hauptverantwortlich vom Mission Control Center zu Houston ausgezeichnet gehen. 9 Monate danach, wo sich dann die Astronauten Stuart Rosser, Alan Shepard und Edgar Mitchell auf den Weg gemacht an das Frau-Mauro-Gebiet auf dem Mond. Das Landestelle war ja für Apollo 13 am Fungehol rausgesicht gehen. Feet per second, looking great. 20 feet. 10. 3 feet per second. Contact now. 2, stop. Brake. Slow. Auto. We're on the surface. Okay, we made a good landing. Roger, enters. 413 plus 10,000. And on the surface. Not bad for an old man. Okay, you're right. Halo's on the surface. Den Alan Shepard wurde den 5. Mann am Mond an Dorpshin aus den Edgar Mitchell auch automatisch den 6. gehen. Deswegen hatten die Astronauten eine Art Schubkar dabei, wo sie konnten hier Steine transportieren, die sie noch mal auf der Erde zurückbräuchten. Am Hintergrund sehen wir Mondfähre auf diese Bilder. Wie sie in Wirklichkeit ausgesehen, kann ich auch hier am Science Museum zu London gesehen, mit ihren sämtlichen Experimenten. Es handelt sich hierbei natürlich um eine Replik. Das Original Landemodul, also den innersten Teil von der Mondfähre von Apollo 14, steht wie all die anderen nach Haut am Mond. Sie wird zu bemerken, dass dem Alan Shepard sein Golfball-Intermezzo bei den Medien ein großes Interesse hat. Wobei sein Ball Miles und Miles geflogen ist. Der Apollo-Flug sind durch noch weitergegangen bis an den Dezember 1972. Auf diesen letzten Flug kommen wir auch natürlich zum 50. Anniversär gern zurück. An Heilo nach ein paar Relikte von Apollo 13. Die Originalkapsel könnt ihr sehen am Kansas Cosmosphere Center an den Vereinigten Staaten. Sie gleicht ja auch heute die Apollo 10 Kapsel aus dem Science Museum. Bergungsschiff Emojiva, das in der Zwischenzeit verschrottet ist, wo dat Apollo 13 Astronauten abgeholt hat mit ihrer Kapsel nach der Landung. Sie hat eine Länge von 180 Meter, eine Breite von 26 Meter und einen Tiefgang von 8,23 Meter. Die Startrampe 39R haut auf Cape Canaveral auf Florida. Umgebaut ist es zwar später hingehen für den Space Shuttle, muss ich aber daran denken, dass von heute Menschen auf den Mond geflogen sind. An der Menge an ein grosser Relikt aus der bekannten Apollo-Zeit. Das Startramp soll natürlich auch erhalten bleiben. Weil die Emotionen kommen hoch, wenn ihn drauf steht. Und an einer späteren Emission kommen wir ganz speziell auf das Startramp nach ein Jahr zurück. An der Lohn nach Purfroen und den Kurateur vom Science Museum heute zu London, dem Doug Miller. Wenn ihr das Science Museum heute zu London dann gegründet? Well, the Science Museum was founded in 1909, so over 100 years ago. But originally it was part of the Victoria and Albert Museum, and all of this was the result of the Great Exhibition in 1851. The Science Museum as a distinct museum, 1909. Wie viele Objekte habt ihr dann hier ausgestellt? Well, we have many objects in our collections, hundreds of thousands. If you include all the separate parts, then we probably have a million or so. But on display in the museum, we only have a small proportion of that. Most of the collections are in store, and we bring them out whenever we can.
Habt ihr auch andere Departemente hier? We have many departments, yes. We have a curatorial department, I belong to that. We have a conservation department. We have a research and public history department. We have a learning department. So we have many different teams working in the museum. An ihrer speziellen Raumfahrtausstellung habt ihr Spezialsachen hier. Könnt ihr uns die kurz erklären? Well, we're very fortunate. We have a space gallery in the Science Museum. Wonderful objects there. I'm standing in another gallery just in front of a real Apollo spacecraft. This is the Apollo 10 command module. It's on loan to the Science Museum from the Smithsonian Institution, the National Air and Space Museum of the Smithsonian, and this is real. This is the spacecraft that took 3 astronauts around the moon in 1969, just before the Apollo 11 landing. So Apollo 10 was the only all-up test of all the spacecraft at the moon. They did everything except land. The lunar module went down to just a few kilometers above the lunar surface, but then returned to dock with this spacecraft. 1 or 2 hairy moments, but all in all, a successful mission. 2 months later, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Mike Collins, they went to the moon. Von wo kommen die Leute dann überhaupt We're besichern? visited by countries from all around the world. We have many visitors, particularly from Europe, but America, from Russia, Japan, China. Most of our visitors are from the UK, and of those, the greatest proportion are school visits. So we are the most visited school destination in Europe, actually. We have more schools visiting us than anywhere else in Europe. So, das war ja ganz spannenden Film, den wir noch gesehen haben von Apollo 13. Du weißt auch mal, wie richtig wie die Kapsel überhaupt ausgesehen. Ich hoffe, es war interessant für euch, diesen Film zu weisen. Und ich gebe mich rein bei der nächsten Spezialemission bei Apollo 17 dabei zu sein. So, ich will mal merci für das gucken und bis nächstes Mal. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.